Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Jetzt machen wir uns ins Brückeviertel auf. Seid gegrüßt, Bürger. Ich vertraue darauf, dass eure Waffen an ihrem Platz bleiben. Ich würde euch nur ungern einsperren lassen, aber es sollte etwas passieren. Hier ist auch diese wunderschöne Musik aus dem aus dem Regierungsviertel. Der Gestank von einem Haufen Rivin. Wie ich sie alle verachte. Reizender Einwurf wie Konia. Was wollt ihr damit sagen? Ich bin kein Freund von Einschüchterungsversuchen. Zügelt euer Temperament oder ich werde euch Eilocher. Ich gehe kein Risiko ein bei jemand. Bei niemand. Zurzeit herrscht hier allzu sehr der Tod. Ich warne jedermann, sodass man überall davor hört, dass Wache auf der Straße sind. Wir hatten eine Reihe von Morde und ich möchte nicht noch weiter erleben müssen. So ist ein Häufel nachher bei einer Kneiperschlägerschlacht oder sowas gestorben. Das ist doch auch kein geringes Verbrecher als sonst irgendwo, aber nee, die Morde sind noch sinnloser als das. Morde, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. Draußen ist eine widerliche, kranke Person. Und ich habe einfach nicht genügend Leute, um jeden zu beschützen. Er bringt die Arme um, manchmal sogar in der Gasse, wo sie pennen. Den ich muss sagen, klingt wie ein guter Anfang, um die Straße endlich von Bettler zu säubern. So einen Spruch würde ich von einem Killer selbst erwarten. Aber trotzdem, ich bezweifle, dass selbst ihr zu den Taten und zu einer Bestie fähig wärt. Er häutet sie. Lebend. Überall Blut. Der kleine Faraci in Strohsebu hat das letzte Opfer gefunden. Ich hasse es, dass ein Kind sowas sehen muss. Genug davor, ich muss weiter meine Runde drehen. Lasst mich wissen, wenn ihr irgendetwas über den Mörder rauskriegen, aber halten euch möglichst aus Schwierigkeiten raus. Ich habe genug Ärger mit Streunern und Bettler. Der alte Rampa wurde auch noch beinahe umgebracht und eine Strohsemädel aus der Gegend, die Rose, hatte riesig Glück gehabt. Sehen zu, dass wir besser weitergehen. Oh ja, wir haben Monstern die Stirn geboten, der flammenden Faust getrotzt und sind tapfer Sarevoks Günstlingen gegenübergetreten, nur um einem Langfinger mit einer Vorliebe für Fleisch zum Opfer zu fallen. Ein ausgezeichneter Abschluss. Ja, das sehe ich ähnlich, Edwin. Klar, ich rede gerne ein paar Worte mit euch. Ich sag euch, es wird nur noch schlimmer dadurch. Und man sieht ihnen nicht wer sie sind, wenn man sie bloß anguckt. Das hier war die letzte Nacht, auch in meiner Taverne. Halt die Kirsch, es war ein Mann wie jeder andere, nur weil er zu der Meut von Schadediebe gehört, bezweifle ich, bedeutet es nicht, dass er euch weigere sollten zu helfen. Hat selber genug Ärger ohne euer Hilfekarte, muss die Halbstadt abweisen, wenn er Schattendiebe einlocht und wahrscheinlich seid ihr bald dort. Die machen mal keine Angst. Guckt euch die Haufe mal an. Tot, da geht's ja gar nicht. Und ihr schwarze, kleine Haube hängt ein bisschen geholfen. Was die umgebracht hat, war viel mehr, als er verkraften könnte. Jetzt gucken nur die Zeichen an ihnen. Wenn es einen Gildenkrieg gibt wie die Sachen, dann wird alles nur noch schlimmer. Ja, das habt ihr bereits schon mal gesagt. Vielleicht soll ich den Laden für ein paar 10 Tage dicht machen. Ich könnte Pause vertragen. Ihr sperrt schon ab, wenn man jemand Salz verstreht und vergisst aufs Holz zu kloppen, oder ihr alter Schisser? Für mich ist es nichts Ungewöhnliches. Mir wenn Gildekriege bedeuten nur Scherereien, viele Scherereien. Na, alla. So läuft es halt, Ackermanns Heinz. Dann hieß es irgendwas von einem Rampa. Der ist hier. Und das Serg-Verrat, das ist dann dieser gigantische Klopper hier auf der Brücke. Aber ich rede jetzt erstmal mit dem Bettler hier. Elende Rumtreiber! Welchen Jowerker, der alte Rampa, was wollten wir hauen ab, hat euch der Egisfeld geschickt? Gosch, halte und zuhorche, ich will wissen, was ihr über die Morde wisst. Ich weiß nicht, egal, ich schwöre, ich lass mich nicht ins Gefängnis stecken. Ich bin zwar kein Wachmann, aber ihr werdet trotzdem tun, was ich befehle. Jetzt sag mal, was ihr wisst. Oder, erstmal, ich bin nicht von der Wache, ich mag nur ein paar frohe Steller. Ihr seid nicht von der Wache? Ja, aller hopp, dann rede ich mit euch. Die haben mich nämlich misshandelt, öfter schon, als ich noch schlafen wollte. Was wollen ihr dann? Sagen wir mal, was ihr über die Morde wisst. Nix, gar nix. Nix, verkohl mich nicht. Ich weiß von nix, die Wache haben uns ferngehalten, die wissen alle, was ich auch weiß. Mehr war nicht, aber hey. Aber ich weiß etwas, was die nicht wissen. Blind sind sie. Aber ich hab's gesehen und jetzt weiß ich's.
Was dann? Ich habe keine Zeit verspielt. Raus damit. Ich sag nix. Wenn ihr was hören wollt, dann zahlt. Ich hab's Kunde gleich neben am Tod. Das gehört mir. Also müsst ihr jetzt bezahlen. 100 Goldstücke. Jawohl, 100. Ja gut, hier sind die 100. Also, was hast du dann gefunden? Das ist kein Menschenhaut. Guck nicht so. Es ist wirklich Kenny. Ja, es ist Letter, aber es ist kein Menschenhaut. Wirklich. Die Leiche, die einer käutet hat. Die hat einer käutet. Ich weiß, aber das hier ist nicht von denen. Ja gut, Hauptsache ihr seid ein bisschen dankbar und jetzt verschwindet. Ihr habt was ihr wollt, also gehen weg. Ich brauch's nicht, weil es kein Menschenhaut ist. Es ist was anderes. Jetzt gehen wohin ihr wollt. Sprechen mit dem, der das Zeug verkaufen. Okay. Das nennt sich Zivilisation. Verdammte, verfluchte Menschen. Ja, Korgan ist nach wie vor reizend drauf, wenn wir hier in der Städte unterwegs sind. Das heißt, ich rede jetzt mal mit dem guten Herr, mit dem Bell Dalemark, und das haben wir gekriegt. Exotische Fellrüstung. Das Leder ist dick-grau und erinnert euch an kein Leder, was ihr kennt. Selbst das Leder von einer Kuh oder andere euch bekannte Tiere mit dicker Haut ist nicht so stark. Das betreffende Wesen muss in der Tat recht exotisch gewesen sein. Okay. Der kann uns bestimmt was sagen. Oh ne, der ist beschäftigt. Okay. Das heißt, wir müssen speichern. Oh Mann, ich hasse es, wenn das passiert. Okay, dann verlassen wir nur kurz das Spiel. Und laden unseren Quick Save. So. Aber jetzt rennt er mit uns. Seht euch nur um und begutachtet die Wahl. Das ist einfach Trick Ich bin 17. mir sicher, dass ihr euren hohen Ansprüchen Das kann ich halt für euch, du. Ich will, dass er das Stück Leder identifizieren könnt. Das ist ein bisschen seltsam. Lassen mich mal sehen. Sieht in der Tat recht dick aus. Sehr selten, habe ich aber schon mal gesehen. Das ist Elefantenhaut, die getigert gestreift ist. Naja, gut für schwere Rüstung, aber wirklich sehr selten. Wo kriegt man sowas her? Ja, die logische Antwort wird jetzt lauter von einem Elefanten natürlich, aber ihr seid nicht zum Scherz aufgelegt, was? Naja, es gibt vielleicht ein paar Orte, wo man so Leder herkriegen kennt. Ein Gerber wird so Leder wohl zu Gesicht kriegen, obwohl sicher nicht allzu häufig. Es dürfte auch schwierig zu verarbeiten sein, aber habe ich nicht so oft von so Sachen gehört. Falls ihr mehr wissen wollt, sprecht noch mal mit dem Gerber. Nicht weit von hier gibt's einer, in der Häuser vom Süden. Recheck, ja, ich glaube so hieß da. Es ist auch ein Zirkus in der Stadt. Ich weiß nicht, ob es Elefanten haben, aber der Tierbändiger könnte schon mal welche gesehen haben. Wollen wir sonst noch etwas? Das ist alles, danke. Wie ihr wünscht, ihr könnt mich fast immer hier finden. Okay. An den ich muss sagen, als Dank gucken wir Amorai. Aber der hat nur Schampel. Na gut, dann verkaufe ich ihm noch den Scheiß, den man in der Hafnerfeste kriegt hin und den man vom Xar kriegt hin. Der kann uns wenigstens noch bezahlen dafür, dass wir bei ihm was identifizieren gelost haben. Ansonsten, ja genau, das wollte ich noch verkaufen von 900, nicht schlecht, kann man sich merken. Bringt auf jeden Fall Kohleei. Die Kurzschwerter und der Stabspeer können wir auch noch verticken und der Infravisionshelm, der kann auch fort. Oder wenigstens ein bisschen was zu verkaufen, was wert ist. Durch die dappische Tränke können wir auch noch wegschmeißen. Und ein paar Schriftrolle haben wir sicher noch. So, das da. Als Pforte mit. Wunderbar. Dann sind wir hier fertig. Da ist hier noch die Rose. Rose Bouquet. Ein Rosenbukett. Möchtest du gerne etwas Aufregendes erleben, Liebling? Hallo Schätzel, was kann die Rose für euch tun? Braucht ihr Candy rasch zur Entspannung noch eure Reise? Vielleicht, obwohl ich an ein paar Informationen mehr Interesse hätte. Infos kosten Geld, wie alles andere auch. Wenn ihr die entsprechende Münze habt, dann können wir so lang babbeln, wie ihr wollt. Wie wär's mit 20 Goldmünze? Das wäre ein schönes, langes Gespräch. Jo, ich bezahle die Klärgebühr. Fein, dann retten noch Herzenslust. Ich bin ganz Ohr. Was habt ihr auf dem Herz, Goldstickel? Ja, die Wache scheint zu glauben, dass ihr kürzlich beim Mord etwas gesehen habt. Der Egisfeld, der babbelt zu viel. Ich habe ihm gesagt, was ich gesehen habe. Und ich habe gar nichts gesehen. Ein Mann in einem Umhang, das war alles. Hab nicht mal das arme Schwein gekannt, was hat sterben müssen. Aber warte mal, da war etwas, ein Geruch, abgesehen vom Blut, meine ich. Ich glaube, ich habe Gurilbeere gerochen. Ja, das war's, Gurilbeere, oder etwas ziemlich ähnliches. Wovor sind die dann gut? Ich kann mich nicht erinnern. Die Wache haben die Sache nicht für wichtig gehalten zu haben. Ich werde es wahrscheinlich wiedererkennen, wenn ich es nochmal rieche kennt. Sprechen doch mal mit dem Händler, mit dem Speckmann da drüber. Er kennt wissen, was so riecht. Ich werde sehen, ob ich mich für etwas entscheiden kann, was er vorschlagt. Dann tät ich auch euch helfe, Schätzel. Ja, ich komme so schnell ich kann. Ich werde warten, ich habe vor die Zeit bezahlt. So, Speckmann.
Nun, ihr seht mehr wie Leute aus, in deren Geldbörsen nicht nur zwei einsame Habt ihr Goldmünzen etwas, was noch traurig Gurilbeere riecht? Hier? Naja, lass mich nachdenken. Ich weiß von 3 Sachen von dem Geruch. Gurilbeere sind das Ende, dann noch Eicherind und Soligbeere. Ja, die auch. Und wo kann man die finden? Wozu sind die gut? Naja, ich treibe rege Handel mit Gurilbeere. Sie werden in Hausarzneien verwendet und für spezielle Salbe für intime Leide, ne? Und Eicherind wird zur Gerbsäuberer verarbeitet, glaube ich. Natürlich ist das Mittel zum Gerber von heute, seit Jahrhunderten in Gebrauch. Es gibt auch einen Gerber, der heißt Reject der Heuter. Ja, das klingt sehr, sehr erbauend. Und der Heuter vom Brückenviertel, wer es noch nicht gewusst hat, ne? Sein Laden ist hier in der Nähe. Er hat vielleicht Gerbsäure, aber ich bin mir nicht sicher. Und zu gefrorene Schad bestimmt nicht. Soligbeere werden hierzulande in Bäckereien verwendet, für Nuschelbeere-Pastete. Sehr wohlschmeckend, aber zurzeit darf man die nicht pflücken. Ist Beere-Schonzeit, verstehen ihr? Ich habe von allem ein bisschen was für euch, bin aber halt kostenlos, weil halt so ein flaue Dach war. Ach jo, lass mal. Jetzt habe ich aber trotzdem gekriegt. Und jetzt können wir die nochmal froher. Möchtest du gerne etwas Aufregendes Hier sind erleben, 3. Liebling? Wieder do. Das wird wohl die komisch Froherei sein, die ich von dem Kund gestellt gekriegt habe. Aber habt ihr etwas, woran ich riechen soll? Ja, hier sind 3 Sachen als Probe. Alle hopp, dann wollen wir mal. Lass mich mal gucken. Ich weiß jetzt, warum es mich an Gurilbeere erinnert hat. Aber du noch hat der Mann nicht gerochen. Keine, dass die Wache gelacht haben. Vergessen, das nächste. Soligbeere, Nuschelbeere, Pastete, stimmt's? Aber das war nicht der Geruch. Wie schön. Ich würde es hassen, jedes Mal an Mörder denken zu müssen, wenn ich Pastetchen rieche. Das nächste bitte. Ja, das war's. Aber das ist Rinde, oder? Obwohl an ihm war der Geruch noch stärker. Das hier... Ja, das ist dasselbe, aber schwächer. Wie kann er noch sowas gerochen haben? Geht euch nix. Danke für die Zeit. Tschüss. Alla hopp, ihr habt was noch wollten, dann trollt euch. Okay, jetzt wissen wir do Bescheid. Und do ist auch noch Geschäft des Gerbers. Perfekt. Do ist der Gerber, do ist der Typ, der mal abschlachten soll. Ich habe Wunderbar. ein bisschen nachgedacht und mich an die Zeit erinnert, als ich mit den Revil-Menschen gelebt habe. Ich konnte nichts Lohnendes bei ihnen entdecken. Aha, jetzt fangen die wieder an, sich an uns Rad zu schmeißen. Nun, an euch gibt's auch nicht wirklich Lohn, das zu entdecken. Gewöhnt euch einfach dran. Das ist nicht so schön. Machen wir lieber, ihr sollten nicht alle Menschen noch die Taten von ein paar wenige Menschen beurteilen wie Konya. Nee? Soll ich euch Oberflächebewohner nicht anhand von meiner Erfahrungen beurteilen? Anhand von dem Bauer in Bergast oder anhand von den Fanatikern, die mich bei lebendigem Leib verbrennen wollten? Oder anhand von unzähligen Bauern, die mich gejagt haben? Nennt mir nur ein Oberflächebewohner, der mir zumindest mit einem Hauch von Anstand behandelt. Mich zumindest mit dem Hauch von einem Anstand behandelt. Naja, wie wär's zum Beispiel mit mir? Hä? Ihr? Um euch sammelt sich die Nache wie die Motte um eine Flamme. Ihr wandert ohne Erfahrung oder Wisse ziellos durch die Welt. Was wisst ihr schon, was ein ihr stumpfsinniger Jaluk? Jetzt lasst mich in Friede. Ja, so macht man sich Freunde, mein Liebi. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Die reagiert immer so biestig. Du musst man einfach mit leben können. So, jetzt gehen wir mal zu dem Reject der Heuter. Tut mir leid, ich habe gerade geschlossen. Kommt doch wieder, sobald ich mein Lager aufgefüllt habe. Wo war die, als das letzte Mordopfer gefunden worden ist? Die Wache haben mich bereits noch die Nachbarschaft abgeklappert. Wenn ihr also etwas brauchen, dann gehen und sprechen mit denen. Ich weiß nicht, wer ihr seid, also rede ich nicht mit euch. Das sollten wir aber. Am Tatort wurden Elefantenhaut und Gerbsäure gefunden. Ich verstehe. Und ihr habt diese Beweise gefunden? Ich schätze, es wissen auch noch andere davor, was? Dann wird's also hiermit nicht ändern. Spaßig, hä? Ein einfaches Stück Leder, ein Nas voll Gerbsäure. Wenn mein Leder nicht zerrisse, hätte ich nicht die neue Rüstung getragen. Kein Riss und es hätte keinen Geruch gegeben. Verfluchter Bastard, ihr werden vom Galgen baumler, falls ich euch nicht schon gleich abmurks. Nee, das kann ich nicht erlauben. Ihr verstehen das nicht. Mein Erwert, mein Handwerk hat nur noch ein letztes Ziel und das dürft ihr nicht blockieren. Okay, 23.250 hat es jetzt gegeben dafür. An Erfahrungspunkte. Und die andere Kaspar können schon mal durchgehen. Und aber wir merken auch schon, dass die Gespräche von Viconia mit Viconia mittlerweile wirklich häufiger werden.
Das ist auch nicht schlecht. Das haben wir jetzt anscheinend wirklich ins Rolle gebracht. Was ist dann das hier? Ein Shandon, aha. Und das andere, was war das? Ein Andar und ein Shandon. Okay, das geht an Vikonia wieder zum Verkaufer. Sagt mir, ich bin da. Und wir gehen jetzt weiter runter. Tada! Was ist nun los? Helm, beschütze uns! Ich kann hier die Aura vom Böse spüren. Die Ermordete sind hier verweilt und zweifellos hat die Bestie an dem Ort viel Falle aufgestellt. Geht vorsichtig weiter. Ah ja, die Werkstatt des Gerbers. Was für eine nette Auslage diese Innereien bilden. Ich frage mich, was genau seine Arbeit ist. Das könnte interessant sein. Ja, wir jagen ihn jetzt auch nicht hinterher, eben deswegen. Wenn es denn sein muss. Dazu muss man auch noch sagen, was ich auch vergessen habe. Edwin ist rechtschaffen böse. Also der ist auch nicht gerade der netteste Typ. Wie man vielleicht schon gemerkt hat. Okay, was gibt's dann hier noch? So. Zack und zack. Ja, der ist ein bisschen paranoid, der gute Mann. Und hier liegen überall noch Leiche, egal ob gehäutet als rote Skelette, noch blutig von der Erwet oder frisch abgemurkst. So, das Bett können wir uns auch noch angucken. Schwarze Opal, Mondriegel und Feuerschutztrank ist es doch, oder? Ja, genau. Feuerschutztrank geht an Vikonia. In Thron des Baal wird es auch sehr praktisch sein. Da gibt es eine Tränketasche sowie der Edelsteinbeutel und so und die Schriftrollebehälter. Dann kann man das Zeichen 8 durchstellen. Sehr, sehr praktisch in Thron des Baal, definitiv. So, da ist auch noch was. Das können wir auch noch knacken. Da gibt es noch was zu finden für uns. Das ist der Brief des Gerbers. Ich wurde von jenen, denen wir dienen, geheißen, dies zu schreiben. Ihr, die ihr die Arbeit vollbringt, wisset, dass ich euer bescheidener Diener bin. Wenn ihr schlussendlich die endgültige Zutat für das große Projekt benötigt, werde ich derjenige sein, der sie euch bringt. Ihr findet mich in den Uma-Hügeln, da können wir auch noch um Walliger Cortala später noch suchen, und könnt euch zu erkennen geben, indem ihr das Buch Die Geschichte der Zentarim kauft. Dadurch weiß ich, wer ihr seid, denn ich kenne nicht euren Namen und sollt ihn auch nicht kennen. Es ist von höchster Wichtigkeit, alles so sicher wie möglich zu gestalten, deswegen müsst ihr auch meinen geheimen Namen aussprechen, den ihr aus dem Namen eures direkten Herrn ermitteln könnt. Auf diesem Weg kann es keine Verwechslung oder Fehler geben. Unsere Namen gleichen sich in Größe und Maßstab. Der letzte von seinem beginnt so wie der erste von meinem. Der nächste von meinem ist der erste von seinem, allerdings um 4 ganze Schritte zurückgesetzt. Der ganze Rest meines ersten ist wie der Rest seines ersten, abgesehen davon, dass der erste von diesen der erste meines letzten ist. Der erste seines letzten ist meiner plus 1. Der nächste meines letzten ist der nächste nach dem letzten seines ersten. Der Rest meines letzten ist der dritte und der zweite in seinem ersten. Ja, ich weiß den Namen, glaube ich, jetzt nicht mehr auswendig, aber ich werde wieder drauf kommen, wenn ich es dann später wieder sehe. Ich muss mich für diese Spielchen entschuldigen, aber ich muss sicherstellen, dass nur ihr die Lösung wissen könnt. Ich erwarte eure Ankunft. Cheerio! Was haben wir dann hier? Eine Schutzformel gegen Elektrizität. Okay. Was haben wir hier noch Schickes? Unter dem Bett dringt ein widerwärtiger Geruch hervor. Es riecht nur Verwesung, aber wenn ihr wollt, könnt ihr unterm Bett noch gucken. Aber immerhin ein guter Ort, um ein paar Knochen zu zerdeppern. Unterm Bett finden wir Stücke von bleicher Haut, die zu einer Tunika zusammengenäht worden ist. Lecker. Das können wir auch später dann identifizieren lassen. Das ist nämlich definitiv etwas, was wir dann später gebrauchen können. Ich bin mal gespannt, wer das Ding dann tragen wird. Ich kann auf jeden Fall so viel verraten, es gibt eine Lederrüstung aus Menschenhaut, was nur böse Charaktere tragen können. So wäre ich doch liebend gern begrüßt. Erstmal von einem Ghoul arge Krische wäre. Du widerlicher Düsterschrecken. So, und du gehst dort drauf, zusammen mit Anomen. Und ihr zwei geht auf den Door. Bereitet euch auf den Tod vor. Velindan. Nee. Hier, wenn ihr kein Sieggefühl trage, Recheck muss weiterleben. Wer seid ihr? Warum seid ihr mit dem gewöhnlichen Mörderpack verbündet? Hier ist nichts gewöhnlich. Die Erwet wird weitergehen. Es ist euch nicht erlaubt, es aufzuhalten, was wir bauen wollen. Velindan befiehlt euren Tod. Alter, dieses ekelhafte Rumgekrisch von deiner Gule. Belästigt jemand anderen. Na, ja, dann drauf. So. Alter, die sind sowas von immens räudig, diese Viecher. Okay, also da drauf. Ich will die Viecher auch so schnell wie möglich weghaben, um ganz ehrlich zu sein.
Okay, Lyconia wird schier abgemurkst schon von dem Runenmeuchelmörder. Vicky, mach doch mal sowas hier. Ja? Und du gehst jetzt auf den, zusammen mit Abdel Adrian. Boah, die reißen aber ganz schön schade, die Stehe euch Kerle. zu Diensten. Das Schicksal wartet. Boah, fuck, Dudel, du. Boah, Manometer. Sagt mir, was zu tun ist. So, Corgi, nochmal drauf. Scharf hielt meine Hand. Lyconia, nimm den scheiß Trank endlich. Na also. So. Nein! Kann so nicht enden. Scheiße, die rennt fort, die hat Ich werde Panik das nicht kriegt. zulassen. Die hat Panik kriegt und ist am Fortrenner. Okay, dann können wir jetzt aber den Arab-Murkser. So, das hat ordentlich Schade gemacht, muss ich sagen. Die Knabe machen generell nicht gerade wenig Schade. Geben aber auch 4500 Erfahrungspunkte dafür. Meine Fresse. Okay, der hat noch was. Ich meine, ach, sehr fair, sehr fair, Quatsch. Ach, sehr interessant. Sie sagt, nein, das kann so nicht enden und rennt dann die ganze Zeit in der Gegend rum wie ein närrisch Hinkel. Das ist jetzt auch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Dafür kriegt sie jetzt noch einen Trank. Und den können wir verticken. Und Anomen hat auf jeden Fall auch Krankheit heilen dabei und kann mal die Ede heilen. Boah, die hat nur noch 3 von 57, nicht so gut. Okay, die Ede ist jetzt auch geheilt. Dann können wir hier und hier. Ansonsten muss nichts geknackt werden, okay. Hier haben wir nichts mehr Interessantes. Lyconia hält jetzt auch mal endlich still. So, da ist noch ein Himmelstropfer, Edelstein, der kann fort, der kann an der Ede. Und da und da. Und da ist noch was. So, da haben wir noch jede Menge Mist. Und zwar eine Lederrüstung. Lederrüstungen werden aus der Haut großer Tiere hergestellt, Elefanten beispielsweise. Oder aus mehreren Schichten dünnerem Leder, das von Tieren stammt, die nicht so rar sind. Hochentwickelte Kulturen sind der Ansicht, dass die Lederrüstung zu unpraktisch und behindernd ist. Bei barbarischen Humanoiden ist sie jedoch weit verbreitet. Sie bietet einen besseren Schutz als ein Lederpanzer, aber es erfordert mehr Aufwand, sie in einwandfreiem Zustand zu erhalten. Investiert man diese Zeit nicht, beginnt sie zu stinken und sieht heruntergekommen aus. Sie verliert dann auch an Effektivität. Diebe können diese Rüstung zwar tragen, müssen dann aber einen Malus auf ihre Diebesfähigkeiten hinnehmen. Hat er nur Rüstungsklasse 6 und hat nur Nachteile, also es ist absoluter Schampel, der kann weg, der Dreck. Und Kurzbogen ohne Sehne. Kurzbogenschaft, der hochwertig gefertigte Schaft gehört zu einem Kurzbogen. Er vibriert leicht, wenn man ihn in der Hand hält. Jetzt benötigt ihr nur noch die richtige Sehne, um den Bogen zu vervollständigen. Das kriegen wir aber leider echt sehr viel später im Verlauf des Spiels. Trotz allem nehmen wir das Ding mit. Das ist auch der Grund, weswegen ich bei Abdel Adrian auf Kurzbogen skillt habe. So. Ja? Ja, mehr können wir hier jetzt Anime machen. Ist schon So kann ich geschehen. jetzt nochmal reingucken. Und da ist noch ein Andar drin. An dieser Plattform lag noch vor kurzem ein Schiff, das sich hastig in die Tiefen der Höhle zurückgezogen hat. Okay, das heißt, der Heuter ist uns entkommen. Das ist nicht so gut. Södeler. Aber wir gehen jetzt mal wieder raus hier aus dem Schlund. Ich höre euch bestens. Und ich bin der Meinung, dass Lyconia nochmal geheilt werden Der sollte. Sieg wird unser sein. Ihr wisst das. Ja, natürlich. So, du machst jetzt nochmal schwere Wunden heilen auf Anomen. Ich bin Der kann nichts mehr heilen, der Knaber. Alcalés? Jetzt haben wir zumindest ein bisschen wieder unsere Lebensenergie zurück. So. Also sie verrecken zumindest jetzt nicht wie beim ersten Mal draufklopfer. mir zu übertragen. Ja, 25 hält sie noch aus, er 26, er 51, er 90, ja, und 39, das passt. Das passt noch irgendwie. So, jetzt liefern wir erstmal die Erkenntnisse bei dem Kerl hier ab. Der Rede wert. Und dann können wir uns auch wieder der nächste Aufgabe zuwenden. Ich sollte, glaube ich, in der Taverne mal eine Runde schlafen. Wir haben jetzt auch schon die 13. Stunde, da könnte es auch schon Abend sein. Auf der anderen Seite kann ich auch nochmal in das Haus reingehen. Und die paar Adelswächter auch noch abschlachten. Und dann kann ich mich ins Bett lecken. Das wird dann auch an der Zeit. So. Ich warte. Jetzt rede ich aber nochmal mit dem Leutnant Eggesfeld. Ach, sehr praktisch irgendwie, dass der so hieß, Ich ne? hoffe, das bringt was. Das Ihr Schutzfeld. seid es schon wieder. Ja, habt ihr irgendetwas gehört, was uns helfen kann, den Irre zu finden, der die Leute abmurkst? Ich hab den verfluchten Bastard bloßgestellt. Das war Recheck, der Heuter. Das war der Gerber? Ihr habt ihn gestellt? Welche Beweise habt ihr dann gehabt?
Jetzt kann ich sagen, Gerbsäure und Leder am Tatort und in seinem Haus waren Opfer. Und dann kriege ich einen Rufpunkt. Das will ich aber nicht. Ich will ja nach wie vor beim durchschnittlichen bis unbeliebten Ruf sein und sage jetzt, ich wusste einfach, dass das war. Außerdem haben wir Opfer in seinem Haus gefunden. Ihr habt's einfach gewusst. Das war alles. Na, wenn ihr ihn bloßstellen konntet, ist es wohl gut verlaufen. Die Leute werden nicht viel von eurer Methode halten, aber ihr habt die Sache erledigt. Ist es so zu verstehen, dass er nicht tot ist? Ich werde Patrouille ausschicken, um Norum zu suchen, aber seid vorsichtig. Er wird euch in kleine Streife schneiden wollen. Hier ist eine Belohnung. Dankeschön nochmal. Dafür gibt es jetzt 500 Goldmünze für 45.000 Erfahrungspunkte für die Gruppe. Und, jetzt zum Tempel des Helm können wir noch gehen, genau. Und, wir haben keinen Rufpunkt gekriegt. Das ist natürlich auch sehr geil. Ich will ja eigentlich maximal auf Durchschnitt bleiben. Man muss bei manchen Quests, muss man wirklich gucken, wie man es hinkriegt, dass der Ruf nicht verbessert wird. Häufig haben solche Quests halt einfach auch Rufverbesserungen, die sie mit sich bringen. Aber da ich das nicht wünsche, muss ich doch versuchen, geschickt zu agieren. Und in dem Fall wusste ich noch, dass ich so keinen Rufpunkt kriege. Jo, wunderbar. Ich mag nach wie vor bei meinem Ruf von 10 bei Durchschnitt bleiben. Meinetwegen auch gerne auf 9 oder 8 runter. Ich weiß nochmal, ich komme nochmal im Laufe der Zeit auf eine Quest, wo ich auf jeden Fall nochmal meinen Ruf verschlechtern kann. Und das werde ich dann nachher ausnutzen. So, jetzt gehen wir mal durch hier. Hätte ich das gewusst, ja? Hätte ich das noch auf dem Schirm gehabt, hätte ich doch noch was machen können. Aber egal. Gerichtet. Ja, ich mag die Dienste in Anspruch nehmen. Und zwar will ich hier... Bei ihr möchte ich gern kritische Wunde heilen. Und nochmal leichte Wunde heilen hinterher. Bei ihm mag ich nur schwere Wunden und leichte Wunden heilen. Anomen, der braucht schon ein bisschen mehr. Der braucht kritische Wunden heilen und schwere Wunden heilen und nochmal leichte Wunde heilen. Der gute alte Corgi, der kann 8 kritische Wunden heilen gebrauchen und nochmal leichte hinterher. Und Abdel Adrian, da machen wir auch gleich mal kritische Wunden und schwere Wunden. Perfekt. Ah. Sieht alles, wisse dies und oh, was ist jetzt? Jetzt ist was anderes. Seid gegrüßt. Was ist das? Ihr bringt einen dunklen Elf ins Haus vom Beobachter? Warum macht ihr das? Schauen, euer schlafloser Gott. Sind sich häufig nicht einig, Priester. Aber ich suche hier keinen Streit. Ich werde schon verschwunden sein, bevor ihr einen Anfall kriegen, also regen euch nicht auf. Der Wachsame kennt alle eure... Und jetzt wieder? Seid gegrüßt, treuer Anom. Ich hoffe, im Order steht alles zum Gute. Noch, ja. Das geht gut, Wächter. Ich freue mich schon drauf, mal Prüfung zu machen, aber bis dahin bin ich zufrieden mit dem Dienst in der großen Wache, bei dem ich meinen Namen und die von meinem Mitabenteurer hier unter Beweis stellen kann. Ja. sieht alles, wisse dies und seid gerichtet. Genau. Ich wollte nämlich noch die Identifizierung von der Lederrüstung, menschliches Fleisch und Kurzbogen schafft ohne Sehne, wollte ich auch noch machen. Und die Armbänder, genau. Wunderbärchen. Und dann haben wir sonst nichts mehr. Ja, tötet mich ruhig geistig für den Ausdruck Wunderbärchen. Aber das musste jetzt einfach sein. So, da haben wir es jetzt. Menschliches Fleisch. Das ist ein Gewand, das aus schlampig zusammengenähten menschlichen Häuten gefertigt ist. Ihr habt es aus dem Haus des Gerbers im Brückenviertel. Wenn man den Gegenstand fertigstellen würde, käme wohl eine brauchbare Rüstung dabei heraus. Allerdings würde wohl nur die bösartigsten Wesen erwägen, eine derartig widerwärtige Rüstung zu tragen. Das stimmt allerdings. Gesens Bogen ohne Sehne, Teil von Gesens Kurzbogen. Das ist ein Teil von Gesens Kurzbogen. Der mächtige Kurzbogen wurde von dem Meisterbogner Gesen aus Am gefertigt und dann dazu verwendet, seinen Schöpfer zu töten, als er von den Schattendieben gestohlen wurde. Die Legende besagt, dass der Bogen keine Pfeile, sondern Blitzstrahlen verschießt. Die Schattendiebe wollen den Bogen, damit sie ihn für ihre Meuchelmorde verwenden können. Und die verhüllten Magier sind hinter dem Bogen her, um ihn zu studieren. Ja, sagen wir mal studieren. Okay, jetzt haben wir das eigentlich auch noch gemacht. Dann nix wie raus hier. Geheilt sind wir wieder. Wir haben zwar die Zauberarmee in Reserve, aber das passt schon. So, setzt euch mal in Bewegung, Jungs. Dann geht einer hier, einer dort hier. Du dort, du hier. Und du dort. So, wunderbar. Dann können wir dort hochgehen zu dem Awese von Sergfarat. Und dann können wir noch Anomens Racheaufgabe zu Ende bringen.
Und dort noch werde ich auf jeden Fall mal zu den 5 Krüge gehe und mal eine Runde Penner gehe. Wir haben jetzt nämlich schon die 14. Stunde. Wenn wir das fertig haben, dann ist es auch Abend, dann können wir auch noch Waukens Promenade gehen. Aber erstmal hier die Aufgabe zu Ende bringen. So. Ja, ich werde unten. Der Rede wert. Ja, der wird unbemerkt zuschlagen. Und wir können in der Episode auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Mist. Warte mal. Der Korkan schicken wir mal vor. Sag mir, was zu tun ist. Befehl. Im Moment. So, jetzt hat. Stellt nichts Blödes an. Wer dann zur kriegt Hölle ihr auch seid denn keinen ihr? Ärger. Und Deine auf die Zeit Schniss. ist abgelaufen, Freundchen. So. Jetzt haben wir die schon fast abgemurkst. Abdel Adrian macht die mal fertig. Mit Höchstgeschwindigkeit, Kamerad. Mit Höchstgeschwindigkeit, Kamerad. Oh, ausgezeichnet, alter Knabe. So, Ich warte. das machen wir so. Mal sehen. Mal sehen. Haupt Abdel Adrian. Oder Allah. Sehr schön. Die Hände an da und +1 Pfeile, eigentlich Quatsch. So, dann helfen wir dem Corgi. Mal Sehr sehen, schön. wie euch kalter Stahl klingt. Aber die halten offenbar echt was aus, die Knaber. Wenn mein hinterhältlicher Angriff dich schon nicht abgemurkst hat, sind die echt ziemlich hart im Eistecker. Hart im Nehmer, nicht hart im Eistecker. So, Goldmünz, aber super bezahlt werden sie dann nicht. Ich bin dabei. Stets im Wandel. Sagt mir, was Nur zu die tun in ihr ist. lebenden Narren bleiben stets die gleichen. Wenn es denn sein muss. Also Edwin scheint wohl eher noch am erfreutesten zu sein, hier in einer Stadt zu sein. Huch, irgendwas habe ich auch noch gesehen. Ah, okay, hier. Kein Fall entdeckt. Na gut. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Ja, durch die ganze Boni, die wir derzeit so genießen, können wir durchaus sehr gut verstecken. Sehr schön, den haben wir abgemurkst mit 49 Schadenspunkte. Das ist sehr, sehr praktisch. Ich lieb's, wenn ich meinen Charakter ausspielen kann. Huch, was ist dann jetzt passiert? Was ist dann jetzt passiert? Oh. Was soll der ganze Aufruhr? Was geht hier überhaupt vor? Was so geil, die Stimmen. Den habe ich noch gar nicht gekannt, weil wie gesagt, ich habe bisher Anomen immer nur als gut gespielt und die Quest kenne ich noch gar nicht. Was ist denn der ganze Aufruhr? Sehr geil. Vater, was war das für ein Geräusch? Wie ich sehe, gleich die Schlange endlich aus ihrem Versteck, um sich zu offenbaren. Also komm, Satan, und sei bereit, euer gerechte Rache zu empfangen. Was ist das? Ich sehe, dass der alte Gekko-Kor letztendlich seine Balken schickt, um sich an meine ranzunehmen, Ihr werdet nicht den Namen von meinem Papa besudler. Josef, okay, der klingt mir eher oriental. Das ist ein Nomen. Darf ich ihn töten, Vater? Bitte. Natürlich könnt ihr, Josef. Ich werde jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um Kors Herz zu treffen. Diese ist uns nicht gerade in den Schoß gefallen. Ihr gebt's also zu. Ihr gesteht eure Beteiligung an Moiras Ermordung ein. Ich gebe überhaupt nichts dazu. Ihr habt bereits eurem Vater Herz und der Seele genommen. Ich habe bereits eurem Vater Herz und Seele genommen, weil ich in jedem kleinen Geschäft, das er vorhatte, weggeschnappt hatte. Ich habe ihn ruiniert und zu dem gemacht, was er ist, ein Mukra-Hund. Und jetzt gebt mir die Gelegenheit, ihm wieder eins zu verpassen. Seine Sonne klabastert ihm aus. Sie ist doch recht, dann sich zu verteidigen, oder? Kalischitischer Dämon, ich weiß, dass ihr meine arme, unschuldige Schwester auf dem Gewissen habt. Ja, wenn jetzt für euer Tat sterbe und verrottes. Ich werde euch jetzt für die Tat sterbe und verrottes sehen, das schwöre ich euch. Ach ja, Ihr wisst ja doch, wie viel der Spur eines Delrins wert ist, Ich hoffe, das Mädel verrottet in ihrem Grabebengel. Und das alles habt ihr und eure Familie verdient. Ihr spuckt auf ihr Andenken, na aller Dämon. Ich werde euch jetzt noch schon beibringen, wie es sich anfühlt, so ein geliebter Mensch zu verlieren. Ihr seid nicht von hier, oder? Papa, Ich bin ziemlich sicher, euch noch nie hier gesehen zu haben. Suraya! Nein, halt, es ist sehr wohl, Delrin. Ihr habt eure Punkt gemacht. Ich bitte euch, diese unschuldige Blume meines Hauses nicht zu verletzen. Und Moira hat euch angefleht, ihrs Leben zu lassen, bevor ihr sie genommen habt. War es in irgendeiner Sache weniger unschuldig als das Mädel hier? War sie an eurem Streit mit meinem Papa beteiligt? Ich denke nicht. Ihr werdet in gleichem Maß für die Verbrecher bestraft werden. Und abgemurkst. Ruf der Gruppe hat sich verschlechtert um 2. Ausgezeichnet. Nein, niederträchtiger Hunde, dafür will ich euer schwarzes Herz herausschneiden.
Meine Tochter, ihr wolltet den Krieg zwischen uns Bursche. Nun Fragt, gut, was ihr von mir Wachen. Verwendet einen Stab. Aha. Was zum... Ihr habt hier nichts zu suchen. Männer, Eindringlinge. Okay. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, das machen wir einfach mal morgen bei Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee, der die mieseste Katz setzt, um euch am Ball zu halten.